Und weiter geht die Reise hier bei Tales of Zestiria mit dem nächsten Zwischenboss. Hier bei, naja, Kelch 5, Hexeninsel, untere Ebene. Hallo. Quetzalcoatl. Nicht ansprechbar, schön. Erde als Schwäche. Okay, plus Wind ist nicht anfällig, aber gegen Arte. Ach du Scheiße. Und Level 126. Ich bin gerade ein bisschen langsam. Mann, es war nicht automatisch aus. Hallo? Dann hält mir doch los. Dann geht wieder. Mann, nee, da gibt's einfach nichts. Da brennen wir mal zusammen. Okay, ich sehe schon wieder mal irgendwie so ein scheiß Allesteiler. Und schon wieder hat er gerade. Oh, gibt's einfach nicht, hey. Ja. So, Ray, Mann, wieso willst du nicht mehr deine Arte einsetzen? Oh, Mann, ich bin doch immun gegen jetzt alles. Was wird doch los? Wie mal typisch hier, wa? Mann, was ist jetzt wieder los? Wieso kann ich keine Arte zünden? Mann, ich glaub's einfach nicht, ey. Das Viech ist echt gerade ziemlich übel und das trotz alles Teiler. Wie schnell er auch einfach neue Art einsetzen kann. Ja, komm. Ja, also es ist schön weit oben, das ist natürlich... So, kann ich jetzt bitte mal endlich hier... Das hat mich schon wieder verlangsamt. Alter, was ist das für eine Pestnelke? Nee, er will einfach keine mystische Art. Mann, so, ey. Das läuft gerade so richtig beschissen und das einfach nur, weil mystische Art nicht funktionieren will. Was ist denn los? Wieso geht das jetzt nicht? Gedrückt halten. Ihr macht doch schon die ganze Zeit. Nee, bringt so nichts. Teil noch auf. Soll sie selber in Art einsetzen. So, mit der Verteidigung runter.
Also der Gegner hier ist ziemlich nervig. Jetzt was mit 3 machen? Ich glaube eher weniger, war du hast da sogar SA5. Eher Mühne wird gehen. Nein, ey, nein. Du bist jetzt down, scheiße. Das klappt einfach nicht. Die kann mystische Art aktivieren. Oh. Ja, ich wiederhole mich gerne nochmal. Wir haben alles Teile aktiv, aber es bringt nichts gegen das Scheißvieh. Ich habe mir so einen Kampf echt nicht vorgestellt. Vor allem, nennt mir einen guten Grund, warum ich jetzt keine mystische Art aktivieren kann. Warum soll es jetzt nicht gehen? Ich mache alles richtig. Ich meine, werden sie dann irgendwie gesenkt oder so etwas? Nee, ist alles so, wie es sein sollte. Moment. Wir gucken nochmal ganz kurz, war. Oh, jetzt verarschen wir doch nicht hier. Eine Combo bei Amatisierung mit SA4 oder höher, was wir haben. Gedrückt halten, so. Ja, wenn ich halt Erz als angedrückt halte, macht er wieder einen Feenkreis. So, jetzt hat er nichts, also eine Combo wurde nichts unterbrochen. Ja, komm, weißt du was, lass mich da umbringen, das ist mir echt so doof. Statt wieder neu machen, vielleicht. Wieso um Gottes Willen ich jetzt da echt nicht irgendwie... Nein, ich verstehe es echt nicht. Aus welchem beschissenen Grund soll ich jetzt da keine mystische Art aktivieren können? Oder aromatisierte Art, sagen wir mal, weiß nicht mehr ganz. Mhm. Ja klar, wir kämpfen gut. So ist sie nicht. So, vielen Dank. Scheißviecher, wieder mal eine halbe Part draufgegangen, wegen so etwas. Ah, nee, das ist immer. Immer zu doof. Es ist niemand die ganze Freude am Spielen, das soll es ja nicht enden. So, wir machen den Rest des Spiels auf leicht. Haben wir gesagt, Luke war natürlich Wind. Dann hat man das noch bezüglich dem Allesteiler, weil sonst wieder doof. Mhm. Schon viel besser. Ja, komm, ich will mal einen mystischen Art einsetzen. Mal gucken, was jetzt klappt. Na? Vielleicht samatisiert ihr 2. Wartverteidigung runter. Eine physische Verteidigung runter. Oh Mann, ey, was für ein lahmes Viech, es trifft mich eh nichts. Ah nein, das ist ein Schmetterball. Das darf ich nicht vergessen, wenn wir nicht einsetzen bei so großen Gegnern.
Ah, es kann nur noch Tage dauern. Ende will immer noch nicht. Ja, Leute, ich mache alles richtig. Ich mach's wie gehabt, es ist schon immer so gewesen, wird auch immer so bleiben mit den mystischen Arten. Ne, jetzt machst du das. Wir wissen also wir wissen ja, dass er keine mystische Art aktivieren kann, wenn halt meine Werte irgendwie beeinflusst sind und wenn meine Combo gestört wird. Aber das ist hier nicht so. Nö, es klappt nicht. Gut, aber kein Bock drauf und geht's mir einfach auf den Nerv. Mach ich so. Ich hätte interessiert, warum bei einem Kämpfer auf keine mystische Art bilden kann, weil der Spieler einfach sagt, nö, das geht einfach aus dem und dem Grund nicht, obwohl wir es gar nicht angegeben haben, wo es eigentlich funktionieren müsste, was es mit so alleine geht. Nö, so alleine geht's auch nicht. Oder auch hier, es müsste gehen, ne? Sind wir uns alle einig, aber auch da. Ja, auch jetzt später hätte die Art aktiviert werden müssen, geht trotzdem nichts. Ich meine, ich sehe auch nichts, dass irgendwie ein Blocker drauf hätte, der mystische Art blockieren würde. Steht hier nichts, also irgendwas von der Art muss sein, alles andere wäre nicht logisch oder gäbe keinen Sinn. Ja, toll, den Quatsch eingesetzt. Ich bin gespannt, könnt ihr vielleicht da eine Art einsetzen? Vielleicht liegt es. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn es bei denen klappt, bei mir nicht, dann ist natürlich bei mir der Fehler, sind wir uns einig? Nö. Mann, Alter, das ist so ein nerviges Viech, ey. Die werden auch immer so irgendwelche Arten spammen, ohne was tun zu müssen dafür. Und das trotz leicht, weil es lange dauert, aber was willst du machen? Alles andere wird noch länger dauern. Ah, jetzt! Bu hatte mich jetzt vorhin die ganze Zeit bei der Art unterbrochen, war, weil ihr seht, mein Wert ist nur noch gesenkt da, der eine. Das ist eine Erhöhung gerade bei mir. Ne, für einen Minus. Trotzdem muss was getan haben, meine Werte zu senken, alles andere gibt keinen Sinn. Also müsste dann klappen, Leute. Hä? Ich sag, soll Fisti einsetzen, was macht sie? Was komplett anderes, macht irgendwie Seelenresonanz. Vielen Dank auch. Das ist mein Treffen? Nee, das ist doch... Ja, schwäche Erde, trotzdem klappt es nicht. Ja, das Spiel hat teilweise eine eigene Logik. Man kann es echt nicht anders beurteilen. Ich meine, es macht natürlich Sinn, dass eine mystische Art nicht einsetzen kann, wenn ich unterbrochen werde. Da sind wir uns einig, aber ich werde ganz unterbrochen. Das hat sie wieder mal nicht irgendwie automatisch switchen, wieder mal der gleiche Quatsch. Noch eine Frage von Tagen. Ja gut, immer die Hälfte runter war, also natürlich schon froh drum. Man kann Schattenauge nicht ausweichen, ist schön, auch dass es natürlich irgendwie anzeigt, dass es nicht ausweichen kann.
Ja. Also mit sie müssen den Gegner ständig angreifen, bis sogar mit Nahkampfattacken, weil dann wird natürlich immer unterbrochen. Weil sonst beendet es also eine Schnellarte, wo ich sowieso nichts dagegen machen kann. Aussehen, ich mache es so. Nachteil an der Methode, ich mache zu wenig Schaden und es dauert länger. Also wir gerade agieren, weil jetzt aktuell, das wäre eigentlich die bessere Strategie gegen ihn, habe das Gefühl. Messer zusammen bei dem ist auch ein bisschen schwieriger. Oh, schön. Okay. Und brechen sonst klappt eigentlich ganz gut. Ja, und Edna kann man sie dann halt in die gleiche Art einsetzen. Ist halt ein bisschen langweilig, oder? Muss man selber mal zugeben. Nicht gerade sehr strategisch. Ja doch, strategisch eigentlich schon, aber eben dann nicht sehr originell. Aber es klappt, er kann ihn unterbrechen. Gut, ich habe jetzt keine SK mehr. Seelenkette ist leer. Ja, den kleinen Fels gewesen. Ein bisschen größeren. Und wer klatscht schon wieder? Jo, schöner Tiefflug. Nein, und ab und zu klappt so etwas noch. Ah, nur so wenig, gut. Ah, toll, ist mir paralysiert. Warum? Na, komm schon, es fehlt nicht mehr viel. Wo schießt denn der gerade die ganze Zeit hin? Du kannst sagen, die ganze blocken kannst du auch nicht. Gut, wir sehen, sie gehen werden allgemein stärker. Ich lasse direkt auf einfach. Ich weiß, ein bisschen lame und so, aber dauert sonst noch länger. Aber jetzt Kelch 5, frage ich halt, ich dachte, ist Kelch 6 oder ist Kelch 6? Oder ist das in der Mitte sonst irgendwas? Wir werden es herausfinden müssen. Dann nochmal speichern. Ja, stimmt. Immer noch. So, Park vorbei. Jetzt muss mal gucken. Ich muss hier unten durch, geht gar nicht anders. Wir müssen eigentlich echt theoretisch 7 Stück geben, wa? 7 Kelche. Also zumindest mal 7 Gebiete, die Kelche heißen. Nur ist dann halt die Frage. Gibt es noch ein neues Portal, was man dann zum richtigen Endboss führt? Oder passiert sonst irgendwas in der Art? Kommen wir direkt im Schmelztiegel zu. Mal schauen, war es das echt das 6.? Ja, die Reihenfolge stimmt immer noch. Das scheint trotzdem, obwohl sie gar nicht dürften. Ja, komm, verschwindet. Was haben wir da? Eine klitzekleine Spinne. Und ein edliger Wurm. Der Blutegel war das immer gerade war. Egal. Ja. So. Zack, Goldruhe. Dankeschön. Ja, wenn wir sagen, dieser Part ein bisschen Überlänge, 123 war wohl eigentlich. Ja, wenn es halt doch noch mehr ist.
Ein blauer Armadillo, eine rote Spinne. Ja, hier ist alles möglich. Alter, jetzt sind viele hier oben. Hallo? Jemand da? Nö, gut, tschüss. Zu langsam. Scheißviech. Jetzt uns auch nix. Hier ist eine Sackgasse. Die Frage ist, was erwartet mich hier noch? Ein Kraut plus eine Goldtruhe. Sehr schön. Oder Rosmarin. Schatten. Alles weitere Deko. Und welcher Charakter wartet uns wohl heute hier? Durch aus welchem Tales of Spiel kommt der wohl? Ach ja, leider ihre Fusionspunkte. Ich will es lieber gar nicht wissen. So. Ach, da war es schon Level 80. Krass. Ja, aber denke mal, im Let's Play kriegen wir sicher nicht mehr alle Level 100. Das nicht mehr. Aber ich schätze mal, wenn man halt das ganze Spiel auf Mittel durchzocken würde, dann würde man trotzdem im Schluss noch Level 100 haben. Zumindest mal die einen Charaktere, weil die anderen krepieren ja sowieso immer. Von daher. Aber ja, ich denke, ein erfahrener Spieler kriegt ja sicher Level 100 hin. Das normale Durchspielen war und dann vielleicht nach hier ab und zu ein bisschen trainieren, klar, oder halt eben dann noch so. Ja, Sidequest hat trotz allem. Wer könnte da wohl sein? Ein Charakter aus Tales of Xillia wäre natürlich auch geil, oder einer aus Tales of Symphonia. Lassen wir uns überraschen. Ich wollte gerade sagen, haben sie sicher eine Goldtruhe übersehen. Aber es hat trotzdem eine Bronzetruhe. Naja. So, 3 Gegner, ich muss wohin? Okay, erstmal da runter. Armadillomon! So, jetzt nochmal nix. Sehr schön. Wieder mal ein gut gemeintes Kraut. Und ein Ring zum Quetschen. Ein Donut, dankeschön. Da war schon mal langsam die Plattform größer. Die Brücke mit so einer Ausstattung haben wir vorhin auch schon gesehen. Das ist jetzt von dem her nichts Neues. So, und da unten sind wir schon, wa? Dann wir gewohnt nochmal ganz kurz ein bisschen ausrüsten, ne? Die Kräuter und so weiter, dann abspeichern. Ja gut, Cerberus hatten wir aber vorhin auch schon. Sicher eine Anspielung auf ein anderes Spiel, wa? Hä? 200 ist eine Katze? Ne, müssen 200 sein. Hä? WTF. So, rote Kamille für den Fokus. Fokus, Hokus, Filibus. Gehen wir noch ein bisschen höher. Dann, was brauchen wir für die Div generell zum Erhöhen? Gegner vergiften natürlich noch geil, wa? Den Angriff erhöhen wir am Levelaufstieg. Ne, ich mach mal Vergiftungsfähigkeit, wa? Das ist doch immer schön. So, dann ganz kurz speichern. Und dann knöpfen wir uns, glaube ich, den Gegner jetzt noch vor.
Ja, dürfte glaube ich noch gehen. Das sind echt 2 Hunde. Wuff, wuff. Doppelblock. 97, okay. Keiner von uns ist ein guter Junge. Was keiner von uns isst. Also ich habe zuerst verstanden, isst, also im Sinne von Essen. Dann müsste heißen, einen guten Jungen, ne? Der Akkusativ. Ist ein guter Junge. Wer ist er? Ein guter Junge, also Nominativ. Du. Sind wir viel Angriff? Power. Da. Klingt gerade ein bisschen so für mich. Wenn noch viel aus war. Das hört vielleicht nicht so gut, aber es klingt echt ein bisschen so. Ja, komm nur. Und mystische Arte. Das tut weh, wa? Alter! Leider, beruhig dich mal. Macht das nix. Dem war's. Ja, eigentlich müsste ja nichts mit dem Wasser haben. Glühender Zahn! Fall des Heiligen! Und ich habe keine SK mehr. Daneben! Das vergleicht den anderen ziemlich lame bisher. Ja, was ist damit mit Vergiftungsfähigkeit? Der ist schon vergiftet, ich sehe noch nichts. Jetzt das kann er teilweise auch nur uns Angriff negieren. Und teilweise machen wir Schaden und wiederum nichts. Da. Was macht er da? Was ist der Flöhe? Ja, aber geht doch mal gut in diesem Part. Also zumindest bisher. Hier bin ich, Ruffy, komm schon. Was da? Ja, ein seltsames Viech, wa? Ihr sollt ein Arte einsetzen. So, kommt schon. Ja, die wollen irgendwie nicht. Spreche ich etwa undeutlich? Ja, scheinbar schon. Einfach mal wieder aufteilen. Machen wir es halt nochmal.
Bis jetzt ist eigentlich gut, dass sie es da treiben, aber irgendwie... Ganz kurz hier wieder ein bisschen healen. Na, lassen wir es halt. Wenn sie nicht mehr wollen, dann von mir aus können sie noch einmal versuchen, aber irgendwie... Wir waren ein bisschen blockiert hier, wa? Nur keiner hindert sie daran. Wir können es jetzt... Na gut, jetzt ist es ein bisschen... Spuckt die Töle gerade ein bisschen. Ja, ich sehe es ja. Ich kann mal testen mit Layla, aber irgendwie... Bei mir klappt's. Und wieder ein Level up. In diesem Sinne fehlt ja bloß noch einer, wa? Schmelztiegel, ja, da vorne der fehlt noch. Und Ding, wir dann in der nächsten Folge haben, Freunde, bis Nacht. Ist das jetzt Zufall oder ist das echt so, als wäre nach 6 Ebenen halt, 6 Kirchen war? Naja. Mal gucken. In diesem Sinne mal, danke fürs Zusehen. Nächster Part ist jetzt sicher episch. Was finden wir raus, was hier genau abgeht mit Kelch Nummer 7? Ob es einen neuen Endboss gibt hier irgendwie oder was sonst irgendwie gemeint ist. Und dann je nachdem, vielleicht sogar die Schmelztiegel vorher oder nachher, aber. Jo, denk mal, kann man ruhig so machen. Ja, ich will überschreiben. Aber sonst war der Hund jetzt echt ein einfacher Gegner, der sogar auf Mittel machen können. Aber kein Allesteil gebraucht, nix. Aber was soll's wieder mal. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.